En diesem Aufschnitt von unserer Geschichte, die von George Rampel in Winkler, Manitoba komposiert wird, handelt sich dort um Entwicklungen in Britisch Honduras und auch mehr von den Anfang von der neuen Oolkoloniesche Kirche in Britisch Honduras und auch von der IMMC-Kirche in British Honduras. Dit mal vertel wie noch eerst een beetje meer van de gründen van een nieuwe Oolkoloniesche gemeente in British Honduras. En daarna war er meer van de grote conflict door in de Gomrevenvrouw. De groep van de uitgeslotene Brüder, die met dem ältesten Jacob Penner seine help een nieuwe Oolkoloniesche gemeente gegründet hadden op de Blue Creek Siedlung in British Honduras, die stemden ook nicht einmal kriegt an, wo wir sie wohnen wollen mit ihrem Modernisieren. Einige Brüder wollen nicht mal ihre Traktors mit Gomreifenräder mit Freiheit brücken können, aber auch Korfortia. In 1966 vroeg einer von seinen Brüdern, Jacob S. Peters, durch die deutsche Tijdschrift der Boote nur Hilfe von anderen Gemeinden in Kanada. Er lud kanadische Predigers an, wann sie mal nach British Honduras kämen, an dort auch mal zu besuchen und mit dem Wort zu dienen. Die Gründung von der neuen Oolkoloniesche Gemeinde in British Honduras. Diakon Bernhard Pickett beschrift, wodurch dort auf der Blue Creek Siedlung in British Honduras zu der Gründung von ihrer neuen Oolkoloniesche Gemeinde gekommen ist. Kort topgeführt sagt Bernhard Pickett ungefähr so. Wie die Gruppe von Familien, die sich 1966 mit der Hilfe von dem oolkolonischen ältesten Jacob Penner von Manitoba aus einer neuen Oolkolonische Gemeinde organisierten, werden uns da eben klar, dass das Gomreifen Verbot ein rein menschliches Gebot oder Verbot wäre, dass das nicht von Gott wäre. Das wäre nicht einmal die Gemeinde ihr Verbot, aber dem ältesten Jacob Harms, Prediger Franz Rampel, und ein Port von den Gemeindenglieder ehrt. Und wenn der Älteste sogar verlangt, dass Jugendliche ihre Vaters meiden und ihr Elternhaus verlassen sollen, wenn sie zum Jugendunrecht kommen und sich anreipen lassen wollen, dann, sagt Beckett, wie wir umso mehr überzeugt, dass dem Ältesten dort mehr sein menschliches Gebot oder Verbot zu tun wäre, als Gott sein Gebot. Dort hinge ihre Eltern gehorchen und ehren sollen. Diese Überzeugung weigt an uns, sagt Beckett, dort verlangen, uns als eine Gemeinde organisieren zu können, wo man Gottes Geboten lehrt und respektiert und nicht versucht, die Seligkeit von menschlichen Geboten holen aufhängig zu machen. Im selben Sommer, im Sommer 1966, fuhren IMMC-Predigers von Manitoba ab Jacob S. Peters seine Einladung an, auch nach British Honduras, und halfen eine kleine Gruppe von oolkolonischen Familien dort anfangen, reinzumerken, um auch eine neue Gemeinde zu gründen, eine IMMC-Gemeinde. Manch beide Gruppen, manch die neue Oolkolonie und manch die IMMC, wären viel Eltern, die dort all vorher angesehen haben, aber nun noch klarer anfangen zu sein, dass sie ein besseres Schulwesen würden entwickeln müssen, um ihre Kinder von Kindheit an die Heilige Schrift halten verstanden zu lernen. Von Anfang an leiten beide Gruppen oder beide neue Gemeinden ihre Glieder sich von manitobische Schullehrern aus Manitoba, Kanada, halten ihr Schulwesen zu verbessern. Wir haben all einmal davon geredet, dass von 1842 an als ein Port von unseren Voreltern auf der Oolkolonie in Russland mit einer Lehrerschule anfangen, um dadurch ihr Schulwesen verbessern zu können, sind in unseren Gemeinden immer so eine Oms und auch viel so eine Eltern gewesen, die da jeden ein besseres Schulwesen haben wollen.
Dan ze willen de Kinder de gelegenheid geven beteren en rechteren onrecht te krijgen. En immer zijn mank ons ook zo'n ooms en veel zo'n ouderen geweest, die de Kinder niet veel wat geleerd hebben willen. Wir haben ook al gezegd, dat wanneer we verstaan leren willen, wo en wodurch zich zoveel het in onze Geschicht geändert heeft, en wodurch we Oolkoloniesche ons in zoveel verschiedene Splitter abgespoeld hebben, dan moeten we ons ook immer weiter sagen, dat zoveel het, wat zich in onze Geschicht geändert heeft, damit te doen heeft, dat deze twee entgegengezette opvattingen en uitleidingen über woerwegen mehr, beter en rechter geleerd worden oder nicht geleerd worden soll, mag ons al van lang her immer existiert haben. Wir wollen hier nu verzekeren noch een beetje dieper darüber not te denken, wat het is, wat deze twee opvattingen en uitleidingen, die zich ganz und gar gegenüber stonden, an onze Verfahren, an ons selbst en aan onze nakomen gedaan heeft. Daartoe willen we ons allereersten dit zeggen. We hebben alle in onze catechismus geleerd, dat wanneer we van kindheid aan de Heilige Schrift weten, dan kan ons zo'n weten den Weg wijzen zum selig worden. En wanneer we hier dat woord weten definiëren, dan meint dat verstaan leren. Also klarer gezegd, sagt diese Antwort in unserem Katechismus, wenn wir von Kindheit an anfangen, verstehen zu lehren, was die Bibel uns von Gott, seinem Heilsplan, lehren will, dann kann uns dort den Weg weisen, wo wir können selig werden. Und dort ist kriegt, was uns alle Katechismus tun soll. Dort ist kriegt, wozu unsere Vorväter stehen in Preisen 1783 haben am Druck gegeben, zodat Eltern en schoolleraren stehen brücken können, um die Kinder helfen, von jung an mit Gottes Heilsplan und der Heilige Schrift bekannt zu werden. Wir kennen unseren Katechismus so, dass auch die Artikel dabei sind. Aber vor meist 100 Jahren wären die Artikel nicht dabei. Das wertvolle Büchlein bestand bis 1881 bloß aus einfachen Fragen und Antworten, wodurch Eltern und Schullehrer die Kinder in ein Bibelstudieren anführen können. Aber 1881 hängt ältester Johann Wieb unserem alten Katechismus auch noch die Artikel an. Er will dadurch die Jugend und die erwachsenen Menschen helfen und ermutigen, die Heilige Schrift zu studieren und noch mehr davon verstehen zu lernen. Ich glaube, dass im Ältesten wir dort ernstlich darum zu tun, dass Jugend und erwachsene Menschen mit der Heiligen Schrift besser bekannt werden sollen. Aber er sagt dort, reichte und bessere Sprachlehren als weltlich an. Und dort ist für mich schwer zu verstehen, dass ältester Johann Wieb dort so abgeführt hat, dass die jüdische Sprache mit seinem reichmäßigen jüdischen Alphabet zu ungerechten weltlich wird. Dann, um die Bibel wirklich verstehen lehren zu können, gehören dort doch bestimmt zwei Dinge. Dort muss der Mensch erstens, man muss die Sprache beherrschen lehren, und wenn man dort Wort Gottes studieren will, und man kann die jüdische Sprache doch nicht richtig lehren, weil man dort ein verplautdietschtes Alphabet brauchen muss. Und zweitens, man muss den Heiligen Geist in seinem Hort wohnen haben, der dem Mensch Licht geben kann, über was Gott durch sein Wort lehren will. Dann der Katechismus kann die Kinder mal dann anfangen, die Heilige Schrift verstehen zu lehren, wenn sie so eine Schullehrer haben, die da fähig sind, anderen zu helfen, indem sie die Kinder die Sprache, und wenn sie dort Buch gelesen lehren, richtig und gut lehren. Die Lehrer muss die Sprache, und wenn die Kinder ungerecht, selbst richtig und gut gelehrt haben, und er muss selbst den Heiligen Geist an seinem Hort wohnen haben, die Kinder helfen, verstehen, zu lehren, was Gottes Wort anlehren will durch den Katechismus. Und die Artikel kennen die Jugend
en de erwachsene Menschen ook dan mo wirklich helpen, noch mehr von der Heilige Schrift verstehen zu lehren, wenn sie die Sprache richtig und gut gelehrt haben, en genug Anleitung dort zu kriegen von so eine geistliche Leiders, wo sie die Sprache richtig gelehrt haben und beherrschen. Um die Heilige Schrift wirklich verstehen und lehren zu können, muss der erwachsene Mensch die Sprache beherrschen, gelehrt haben, en wo hij die lesen en verstehen lehren will. Dort heeft ons veel te leer gezonken het schoolwezen en ook ons kirchenwezen niet erreichen kunt. Onze Jugend heeft na ihre Schuljahre meestens maar noch veel davon vergeten, wat sie an der Schule noch gelehrt haben. Um wirklich die Heilige Schrift verstehen lehren können, oder die für sich selbst studieren zu können, dann muss der Mensch auch gelehrt haben, wie zu definieren, oder die zu beschreiben, was ein bestimmtes Wort bedient oder sagt. Oder zum allerwenigsten muss der Mensch gelehrt haben, im Wiederbuch Wied absehen zu können und sich dort die Definierungen von Wied nachlesen. Er muss sich durch die Beschreibungen von Wortbedienungen und Wiederbeker lehren lassen können, was ein bestimmtes Wort bedient. Dann vielmals, wenn man dort eine Wort am Satz nicht versteht, dann versteht man dadurch den ganzen Satz oder die ganze Sache nicht. So ist das auch bei mir. Ich muss mich verken von einem Wiederbuch die Bedienung von bestimmten Wort absehen, um einen Satz oder eine Sache zu verstehen. Aber die von unseren Vorvätern, die da immer jeden betret und rechtret lehren gewesen sind, und die von unseren Oms, die da immer betret und rechtret lehren und gedreckt haben, die haben zum Beispiel immer versucht zu sagen, dort, wenn Jesus in Matthäus 23 dort 8-fache Wei über die Schriftgelehrte ausspricht, dann hat er damit dort Schriftgelehrtsein verdammt. Aber diese Abfutung stimmt ja gar nicht. Jesus hat nicht dort Schriftgelehrtsein verdammt, aber dort heuchlerische Umgehen mit dem Schriftgelehrtsein. Dann in Matthäus 15 sagt Jesus zu den Schriftgelehrten so: was je ein Volk lehren, dat is zes nicht als menschliche Geboten. Aber die von unseren Vorvätern und die von unseren Oms, die da immer für ein betret und rechtret lehren gewesen sind, die haben immer betont, was Jesus in Matthäus 13 sagt. In diesem Kapitel verteilt Jesus seine Jünger erst 5 Gleichnisse, und dann fragt er an, ob sie dort alle verstanden haben, was er an die Gleichnisse verteilt hat. Und dann in Vers 52 sagt Jesus zu seinen Jüngern: jeder Schriftgelehrte, der zum Himmelreich gelehrt worden ist, der ist so als ein Hausvater, der mit seinem Schatz niet ein Olet verholt oder verdreicht. Oder in andere Wort, Jesus hat seine Jünger zum Himmelreich gelehrt. Er hat an das Wort Gottes so uitgelegt und gelehrt, als das im Himmel verstanden wird, nicht so als im Judentum. Und nu sollen seine Jünger an die Welt hineingehen und mehr Jünger merken und an die Schrift auch so verstanden lehren helfen, als er an die uitgelegt und verstanden gelehrt hat. So als der im Himmel verstanden wird, nicht so als die Juden ihre Schriftgelehrten dort lehren und uitleihen, wo nur dort viel wichtiger ist, dass die Menschen ihre Menschengeboten holen, lehren, als Gottes Geboten. De nieuwe Oolkoloniesche Gemeente op de Blue Creek Siedlung in Belize war nicht sehr groß. Da waren 43 Familien in ihrem Kirchenbuch eingeschrieben worden. Die Ehe in einer Gemeinde fängt da noch viel kleiner an.
Am Anfang waren da mal 13 Familien. Aber bald gingen immer mehr einzelne Familien von der neuen Oolkoloniesche Gemeinde eben nur der IMMC-Gemeinde. Und nu erstmal wat von ältester Jacob Harms zijn hingelaten het heft. Ältester Jacob Harms heeft een boekje geschreven, waarbij hij zijn strenge verfahren met de gomreifen voor zich terechtvoeren. Meer als eigen zest wordt, openbaart Harms zijn schrijven over, wo zij de heikle gomreifenvrouw de Oolkoloniesche Gemeinden in Mexico en in Britisch Honduras heeft angefangen en 2 groepen van Gemeinden te delen oder op te spelen. Dan de Gemeindengründung op de Blue Creek Siedlung in Britisch Honduras wordt 1960, zoals ältester Jacob Harms dort in seinem Heft selbst openbaart, al ganz ohne dem Manitoba-Kolonie-Ältesten Isaac am Dick van Chihuahua gedonen. En dort wir doorwegen, dat hij dat uitsluiten van gomreifen had opgeven moest. Dat dit damals zo passiert, dat maakten de meeste van ons, die we in deze zeer beweerde tijd de ganze zaak verzochten te beobachten, al zeer goed. En ältester Harms zijn schrijven bestätigt dat. Ik erlaub me dit öffentlich te zeggen, weil zijn heft ook veröffentlicht worden is. En wanneer ältester Harms zich 1974 ondersteuning holen voort van ältesters in Mexico voor zijn strenge verfahren met gomreifen en Belize, dan verzeekt hij dat al niet meer met de ältesters op de Manitoba-kolonie en ook niet met de ältesters en de nieuw gegründe Oolkolonische Gemeinden op de Swiftcurrent, Noord- en Santa Rita-kolonien, wo de uitschluss dan ook al niet meer gebruikt wordt wegen de trekkers met gomreifenräder brokken. Aber Harms voort naar de ältesters in La Honda, en La Batea en Zacatecas, naar dem ältesten in Durango en naar dem ältesten op de Buenos Aires Siedlung in Chihuahua, wo dat gomreifenverbod ook nog immer streng durchgeführt wordt. Dit openbaart klar, ohne dat Harms een woord daarvan schrift, dat de Oolkolonische Gemeinden in ganz Latinamerika van 1960 tot 1974 nog veel meer in 2 verschillende groepen van Gemeinden opgespeeld zijn wegen de gomreifenvrouw. En dat openbaart ook klar dat hij zich maar nog tot die Oolkolonische Gemeinden houdt, wo de ältesters ook nog streng en hard dat gomreifenräder brokken verbieden. En ook dat hij niets met de Oolkolonische ältesters te doen hebben wil, die dat gomreifenräder brokken al toelaten. En er staat dat ältester Harms met de brede vrede merkt, indem hij dat menselijke gomreifenverbod ook opheeft, zoals de leerdiensten dat aan de meeste Oolkolonische Gemeinden in Chihuahua al gedaan houden, dan wordt hij de gomreifenvoerder een zeer scherpe en strenge rechter en verlaat aan. Ältester Harms naamt dat entstonen en ontwikkelen van de nieuwe Oolkoloniesche en de IMMC-gemeenten mank aan een vervalling, die immer nog groter wordt. We moeten hier verder afbreken voor dit maal. Nächstes Mal vertellen wir erst noch ein bisschen mehr von was Jacob Harms schrift und dann von was auf der Blue Creek Siedlung in Belize passiert, nur ältester Jacob Harms seinem nach Bolivia uitwandern mit der Gemeindenglieder taub, die auch noch an dem Gomreifenräderverbot festhalten wollen. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.